Howdy Leute, wir sind hier bei einer neuen Folge von Type Simulator. Ich bin euer Rantu. Ich habe ein kleines Update von meinem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, jetzt gibt es keine Grafikstörungen mehr in den Videos. Und ich bin gerade an einer neuen Soundeinstellung am Testen. Ich hoffe, das passt. Ähm, so, ja, wo waren wir denn hier? Beim Schrottplatz, Autosplatz oder was weiß ich. Wir spielen im Hard Mode und wir schauen doch gleich mal, was wir zu tun haben. Skillpunkte haben wir. Beweglichkeit. Begutachtung. Ja, wir lernen uns noch die Beweglichkeit und die Begutachtung. Ha. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Okay, was haben wir denn hier zu tun? Im 9 haben wir, 109 sagen wir so, haben wir nichts. Im 110 haben wir eigentlich auch nichts. Im 111 hatten wir das, hatten wir auch schon. So, dann haben wir im 112, ja, da hatten wir einfach, es ist einfach den Zaun. Und die 113, haben wir einen Job, und zwar die Toilette zerstören. Na dann, wir sind im Hard Mode, das heißt keine Minimap, keine sonstigen Markierungen, nix, nada, gar nichts. Und zwar gehen wir jetzt nach Greenville und schauen mal, ob wir die 113 finden. Ist auch schon eine Zeit her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das letzte Mal war 21. Juni. Jetzt haben wir den 5. Juli. So, ähm, zu der 13 müssen wir. Ich wollte schon sagen, wir schauen jetzt auf der Minimap. Ich kenne die Karte kaum noch. Darum werden wir hier erstmal Zeit verbringen mit rumfahren. Die 113. Ja, das ist die 106, 105, 104. Ah, ich kann so nicht fahren, Leute. Was haben wir hier? Da haben wir die 101. Was haben wir hier? 103. Ja, ich muss so fahren. Es geht sonst nicht anders. So ein richtiger Einbrecher, ne? Halt. Dann hätten wir hier die... Ich kann es nicht lesen. Die 108. Oh Mann, finden wir das jetzt noch oder? Was haben wir hier? Die 109. Die 110, 111. Dann müsste ja die 113 da drüben irgendwo sein. Ach Gott, schlimm, wenn man sich nicht mehr auskennt. Das ist die 113. Ich glaube, da ist auch ein Parkplatz. Irgendwo. Ne, der Parkplatz ist hier unten. Hier. Wow. Oh Gott. Ja, also eben die Fahrphysik, habe ich ja schon mal gesagt, ist katastrophal. So. Dann steigen wir hier mal aus. Kofferraum machen wir auf. Sehr unauffällig. So, dann wollen wir mal die 113 anschauen. Das ist die 107. Guten Abend. Oh. Das ist die 112. Die 113 ist gleich nebendran, ne?
So, 112. Und das müsste die 113 sein. Immer noch die, nee, doch. So. Beweglichkeitsstufe 2. Na super. Routine der Bewohner habe ich jetzt. Gut. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Das stimmt doch gar nicht. Die steht draußen. Nun ja. Ein Bug. Wieso steht denn die da? Ach Gott. So, also Garten. So, jetzt läuten wir. Die Polizei wurde gerufen. Wo steckt die? Wieso wurde die jetzt gerufen? Ah, wieso wurde die jetzt gerufen? Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe nur geläutet. Hä? Nach dem Läuten kommt die Polizei. Darf man gar nicht mehr läuten oder was? Hä? Jetzt kommt die Polizei doch nicht. Hä? Verstehe ich nicht. So klauen wir halt einen Toast, den sie sowieso wegschmeißen. So. Mal schauen, was die eigentlich so für Schlafzimmer, Toilette. Aha. Oh, ein Zettel. Eine Notiz. Im Wohnzimmer steht ein teurer Drucker. Hausfrieden sein, was denn? Ich mach doch gar nichts. Alles gut, ich mach gar nichts. Ich wollte nur mal schauen. Unbekannt. Routine, da geht bald einer. Also bald ist... Ach ja, da kannst du... Der ist falsch. Der ist gebackt hier. Der steht nochmal. Ah! Ah! Was? Der folgt mir? Scheiße. Geh weg. Entdeckt. Oh Scheiße, hat mich die Polizei entdeckt. Weiß die Polizei jetzt, wo ich bin? Nein, nein. Ich bin nicht hier. Geh weg. Geh weg, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, weg. Der ist die Straße entlang gelaufen. Der ist nicht mehr hier. Sag ich doch. Ja. Hard Mode kommt mir das so vor, als wären die Polizisten ein bisschen aktiver auch noch. Also wenn du gesichtet wirst, dann ja. So. Dann hast du irgendwie die Arschkarte. Ja, das ist sehr unauffällig, wenn man da mit dem Backstein rumläuft. Die wurden von einem Mieter gehört.
Der Backstein hätte nicht dahin gehen sollen. Aber jetzt darf ich nochmal aufmachen. Ach komm. So. Das ist doch... Scheiße, jetzt stehen die beide hier. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Voll der Bug. Das ist ja voll der Bug, Mensch. Das ist ja voll der Bug. Mal schauen, ob wenigstens eine Person dann geht. Mann! Das ist ja mühselig. Das ist ja ein blöder Bug, wenn die da nur rumstehen. Eigentlich sollten die im Schlafzimmer sein. Ach Gott. Gut, das ist das Schlafzimmer, aber trotzdem. Weil dafür wäre das Fenster offen. Leute, echt jetzt? Verdammt, wie komme ich denn da sonst noch rein? Ah, ich will doch nicht extra ein Fenster kaputt schlagen, wenn da schon eins offen ist. Nee, will ich nicht. So, mal schauen wir, ob da jetzt einer sich bewegt, wenn er zur Arbeit. Sie lassen das Fenster auf der Rückseite offen. Ja, das habe ich schon gesehen. Nur da komme ich jetzt nicht rein, weil die Deppen da davor gehängt, gehängen blieben sind. Ach mein Gott. Ach komm schon. Oh, Vollmond, na super. Ja. Es wird wieder eine mühsame Folge. Vor allem eben, weil die da jetzt... Die sind da... Die hängen da, aber die sehen mich sobald sie mich sehen, sehen sie mich. Und das ist also quasi, die stehen schon real da, aber die sind hängen geblieben. Das heißt, das sollte nicht... Normalerweise sollten die da gar nicht stehen, die sind hier reingebackt. Und wenn jetzt bald 5 Uhr ist, sollte eigentlich eine Person gehen. So, jetzt weißt du was. Na super, die haben mich doch gesehen. Oder nicht? Ein Bewohner hat die Polizei. Also da bin ich ganz sicher, dass die Polizei genau weiß, wo ich stehe. Das wäre, ja, auf der einen Seite wäre mir das in Ordnung, würde mir das in Ordnung kommen, wenn die mich jetzt erwischen. Andererseits, wenn sie mich nicht erwischen, hoffe ich einfach, dass der Bug der Bewohner hier dadurch gefixt wurde. Ne, eben. Ja. Ich wusste schon, dass sie mich sehen. Das war an und für sich schon klar. Aber jetzt fangen wir nochmal an. Von 0. Ja, bei 0. Ich weiß gerade nicht, wo das Haus ist. Das ist die 7. Muss ich jetzt da hoch? Ach fuck. Nee, warte mal. Muss ich da... Nee, warte. Ah! Ich mag's nicht, wenn man die scheiß Häuser nicht mehr sieht. Nee. Ah, Mano. Leute, ich bin total verwirrt.
Nee, das müsste eigentlich... Ach, da oben sein, genau. So, okay. Müsste da sein, genau. Okay. Gut. Gleiches Spiel nochmal. So. Ah, was? Sie lassen das... Ja, okay. Und die Routine auch. Gut. Aber zumindest ist jetzt keiner gebackt. Und man kann in den Mülltonnen nach... Was? Ach man. Vorhin hat das besser geklappt, ehrlich gesagt. Toilette und Schlafzimmer. Schlafen die in einem gleichen Bett oder? Toilette, Schlafzimmer. Oh. Nein. Ich habe mich gesehen. Das darf nicht sein. Ah! Scheiße. Wieso hatten die mich gesehen? Hä? Ah, verflixt. Jetzt muss ich das scheiß Schloss wahrscheinlich nochmal knacken. Ja, knacken. So, die Polizei ist da. Eigentlich hat mich keine gesehen. Ne, nee, die haben mich nicht gesehen hier. Die kommen gleich nach vorne zum Haus. Das ist doch mal gut. Ha. Juh. So, jetzt müssen wir warten, bis die Polizei weg ist. Also, ich muss schon sagen, im Hard Mode ist das Spiel doch ein Stück schwerer als im Normal Mode. Kommt mir zumindest so vor. Also, das Einbrechen ist schon ein bisschen realistischer. Also realistischer, ja. Äh, auf jeden Fall, man muss schon ziemlich vorsichtig sein, dass man da nicht wirklich entdeckt wird. Aber das macht das Spiel noch interessant, wenn ihr mich fragt. Das Ganze. Da kommt schon der letzte Stern auch weg. Siehst du halt jetzt nicht, wo die Polizeiautos rumfahren. Das ist halt auch ein Stück Herausforderung. Wenn die Minimap hast, siehst du, wenn die Polizei weg ist oder wo die Polizei gerade rumschwirrt. Aber ich muss sagen, es war bis jetzt noch kein erfolgreicher Raub. Ach komm. Ja. Weg jetzt. Ich meine, es ist ja gut, je mehr Zeit, dass wir hier jetzt verplempern, je mehr ist die Chance, dass keiner mehr zu Hause ist. Nein, ja. Ihr könnt übrigens durch das Einsteigen ins Auto und wieder aussteigen durchs Auto speichern. Das heißt, wenn ihr mal was Großes geschafft habt und ihr noch weiterhin da bleibt, dann steigt einfach mal zuerst ins Auto rein, dann raus. Dann ist nämlich gespeichert und das heißt dann, dass ihr die Vorsache, die ihr gemacht habt, bevor ihr erwischt wurdet, nicht mehr machen müsst, sondern erst ab dem Punkt, wo ihr erwischt wurdet, setzt es euch wieder zurück. Das heißt, es ist vielleicht noch ein hilfreicher Trick, den ihr vielleicht... Oh, Schlösserknochen 3.
Nun ja, das ist die einzige Möglichkeit momentan, ins Haus zu kommen. Oh, fuck. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass, dass die Tür noch offen ist. Ich dachte, ich müsste die noch mal knacken. Help! Ernsthaft? Ach komm. Ja, jetzt fassen sie mich wieder. Oh Mann, oh. Oh. Ich wollte sie eigentlich nur markieren. Da haben sie mich gesehen. Ach Mann. Also heute stelle ich mich irgendwie an wie so ein kleiner Noob. Irgendwie. Ne? Also. Eieiei. Also der beste Einbrecher bin ich heute effektiv nicht. Ne? Ich sollte doch ein Stück vorsichtiger sein. Und ja, vielleicht sollte ich von außen, bevor ich ins Gebäude reingehe, beziehungsweise bevor ich ähm, aufs Grundstück gehe, sollte ich vielleicht erstmal wirklich die Sachen auskundschaften, beziehungsweise von außerhalb schauen, ob ich die Routine herbekomme. Und wo hast du Autofahren gelernt, lieber Polizist? Wo? Oder hat er mich geschnappt? Ja, willst mich jetzt verarschen, Kollege? Willst du mich verarschen? Hat das Spiel heute nur Probleme? Wo hat die Polizei das Autofahren gelernt? In dem Spiel. Also, das muss ja ein toller Fahrlehrer gewesen sein, der denen das Autofahren beigebracht hat. Super, solange du jetzt hier stehst, kann ich nicht raus. Wann? Kriegen wir in der Folge vielleicht noch einen Raub hin oder nicht? Ich mache jetzt so lang, bis ich einen Raub habe. Das hängt aber von der Polizei ab. Ja, los jetzt, weg. Nein. Oh, wo willst du denn hin? Oh, plopp einfach weg. Spiel! So kann es doch nicht weitergehen. Nein. So nicht. Das geht nicht. Nee. Oh. Weggeploppt. Gar nicht gesehen. Naja. Also es empfiehlt sich auch immer in der Nähe eine Mülltonne offen zu haben. Dann ersparst du dir auch ziemlich viel Zeit, was das Flüchten angeht. So, die ist gegangen und hat das Licht angelassen. Naja, der ist noch im Schlafzimmer, im Bett. So, komm schon, eine Stunde und dann habe ich seine Routine. Und dann sehe ich, wann der weg ist und wie lange das die andere weg ist. Wobei, wir können das eigentlich jetzt von innen machen. Oh Gott, der geht erst in 2 Stunden weg. Der schläft doch jetzt noch, oder? Help! Sei ja brav. Wieso kann man die nicht knüppeln oder machen oder sonst irgendwie? Niederschlagen, auf Hinterkopf oder so. Aber er hat mich ja eh schon gesehen, ne?
Also. Können wir hier auch ihn in Schacht halten. Oh, scheiße. Aber ich habe ja... Ah, was macht denn die Tür? Ich habe ja aber den Schlüssel jetzt. Jetzt kann ich bei der Haupttür rein. Ich hoffe, ich schaffe. Immerhin habe ich den Hauptschlüssel von der Bude. Somit wird es mir dann nachher ein bisschen erleichtert werden, wenn wir das nächste Mal einbrechen wollen, weil wir können durch die Haupttür rein. Das war jetzt blöd. Wieso ist denn der erwacht? Ich war doch eigentlich leise. Eigentlich. Ich dachte, der hätte geschlafen. Aber anscheinend nicht, ne? So. Na. Husch weg, ist niemand mehr da. Ist schon längst weg. Ach Gott. Ist es langweilig, wenn man da jedes Mal in der Mülltonne rumwuseln muss. Und wieder. Ja, komm jetzt, düs ab. Der Einbrecher ist schon längst über alle Berge. Mit der ganzen Beute. Ich muss auch nur noch die Kloschüssel kaputt machen und den Drucker mitnehmen. Mann! Weg jetzt! Dass die Polizei auch immer so lange braucht, bis sie weg ist, das ist ja unglaublich. Echt jetzt. Unglaublich. Ja komm, es wird schon hell. Menno, du findest mich ja nicht, also los, düs ab. Düs ab. Geh weg. Was macht denn der? Wahrscheinlich hat er wieder ein Fahrproblem und kommt nicht weg. Ne? Also in der Folge frage ich mich unter anderem auch, wo die Polizei fahren gelernt hat. Das ist ja schlimm. So, Tag hell. Guten Tag. Eigentlich voll unauffällig, ne, wenn einer so schwarz verkleidet mit Handschuhen und so weiter durch die Straßen läuft. Oh. Tschüss. Mach's gut. Oh. So, wir können ja jetzt durch die Wohnung stampfen. So. Wir müssen nicht mal leise sein. Wir müssen einfach alles wieder zumachen. So. Weil sonst wissen sie ja, dass ich hier war. Gut, wissen sie auch so. Ha. Oh, das Inventar ist voll. Naja, dann nehmen wir erstmal hier das Bild. Dieser Hausfriedensbruch. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich darf das Bild abholen, haben sie gesagt, wenn sie nicht da sind. Haben sie gesagt, ja, kannst das Bild holen kommen. Hier ist der Ersatzschlüssel und mach dir keine Sorgen wegen den Nachbarn. Das hieß es. Echt jetzt? Ich lüg nicht. Ihr seid alle meine Zeugen. Boah, da ist wieder ein Menschenauflauf. Was? Nee, oh. Was? Was denn? Guten Tag. Wie geht's? Schönes Wetter heute, oder? Ja? Ja. Ja, grüßen Sie die Frau von mir? Ja, Ihre Frau. Ja, ja, ja. Aber ich könnte eigentlich jetzt noch... Genau. Eigentlich könnte ich ja jetzt noch den Drucker mitnehmen.
Ne? Und dann mit dem Auto dahin fahren und einladen. Ich könnte eigentlich noch mehr mitnehmen. Beziehungsweise ich könnte... Oh, die Vase konnte ich auch noch mitnehmen. Na super. Der Fernseher, weil... ich weiß nicht, ob ich den Fernseher mitbekomme. Mein Gott, wie viele Modems haben die? Aber... ich weiß nicht, wie lange das die wegbleiben. Das ist das nächste Problem. Wie haben die ein Kinderzimmer, wenn sie kein Kind haben? Ah, schade, dann müssen wir mal... Weil... Ah! Langsam mag ich Kinder nicht, echt jetzt. Aber beim Kind lassen sie da Geld liegen. Hier ist noch ein Fernseher. Mein Gott. Wie viel Fernseher habt ihr denn? Ich verschreck jetzt gleich. Ein Smartphone kann ich nicht mitnehmen. So, was muss ich zertrümmern? Toilette? Wo ist sie? Da. Da. Sie wurden gehört. Ja. Ein Radio kann ich auch nicht mitnehmen. Aber da ist noch Geld, alt. Das Geld auch noch. Ja. Geld, was offen rumliegt, nehme ich gern mit. Mach wieder zu. Wissen Sie ja, dass ich... So, aufknacken. So. Das war das Schlafzimmer. Da hatten wir noch... So, ich lieb's, wenn man keine Rücksicht muss nehmen, sondern einfach mal die Sachen aufreißen und eigentlich wollte ich die unten runter. So. So. Hier haben wir natürlich alles wieder offen gelassen. Gut, hätten wir auch offen lassen können, weil Sie wissen ja schon, dass ich hier bin. Da hätten wir die Gläser, die zwar nichts wert sind, aber eigentlich ist alles in dem Spiel wertvoll. Alles, was kostenlos zu ergattern ist, ist wertvoll. Hier haben wir noch Geld. Irgendwie jetzt demnächst sollte eigentlich die Familie wiederkommen. Oh, wie viel Geld habt ihr denn noch hier rumliegen? Mensch. Also bei mir findet ihr niemals so viel Geld. Hier ist auch noch Geld. Ne, Inventar ist definitiv voll. Ich sammle jetzt eigentlich auch nur noch das Geld ein. Entdeckt. Was? Scheiße. Boah, Leute. Kinderzimmer, Kinderzimmer. Da sucht mich keiner. Ah. Ah. In dieser Folge lernen wir uns zu verstecken. Auch gut. Ja, nee, eigentlich nicht gut. Das ist eine Katastrophen-Diebestour heute. Eieiei. Also beim ersten Mal, wo ich erwischt wurde, da war es nicht meine Schuld, weil da war es einfach verbuggt, weil die Leute draußen standen. Das zweite Mal, wo ich... Ach nee, das war das erste Mal, ne? Ja. Ah, und das zweite Mal werde ich nicht verhaftet. Ich hoffe einfach, sie finden mich nicht. Nee, sollten sie eigentlich auch nicht. Also. Aber die Hausbewohner, die kommen jetzt gleich. Habe ich so einfach so ein Gefühl. Im Wohnzimmer steht ein teurer Drucker. Ja, den nehme ich auch noch. Hier steht ein Fernseher. Oh.
Ich schaue mal, was ich alles noch in mein Auto reinkriege. Wenn ich noch einen Fernseher reinkriege, klaue ich noch den Fernseher. Sie haben ja hier einen Ersatz. Okay. Ah, er liegt auf jeden Fall draußen. Ah, nein. Ah, shit. Ich war entdeckt. Das Risiko wollte ich jetzt nicht eingehen. Wir nehmen die Tonne. Ah. So, hier war ich sicher nicht entdeckt. Da oben war es mir doch ein bisschen zu riskant, dass mich eine Passantin entdeckt hätte. So, also, die Routinen von 113 habe ich auf jeden Fall alle. Jetzt weiß ich garantiert, wann sie zu Hause sind und wann nicht. Den Drucker, der liegt draußen, den bekomme ich eigentlich ziemlich gut so, ohne dass ich einbrechen muss. Das Bild liegt auch irgendwo auf der Straße. So, dann here we go. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo. Genau, das ist die 112. Oder? Ja. Und das hier da vorne ist die 100. Aber weißt du, den Drucker nehmen sie nicht wieder rein. Hallo? Ähm, der ist gratis zum Mitnehmen, stand auch da. Ich könnte eigentlich den hier vorne hinstellen. Oder? Und das Auto dann mit hier hochholen. So, das Bild müsste eigentlich, wenn es nicht weggespawnt ist, hier liegen. Entschuldigung. Ich habe nichts. Ich habe das gefunden. Weißt du, findest da Sachen auf der Straße und dann wirst du schon verdächtigt, ne, dass du da irgendwas klaust. Ah, unglaublich. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung. So. Oh. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Da oben haben wir noch einen Drucker. Und dann weiß ich nicht, ob noch ein Fernseher drin Platz hat, aber ich meinte. Oh, Passant. Den überfahren hast du auch Game Over. So. Was diese Leute fortschmeißen, unglaublich. So. Und rein theoretisch sollte ich jetzt noch ein TV holen können. Schlafzimmer. Die sind im Schlafzimmer. Was? Ich mach doch gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht.
Ich komme nur meinen Fernseher abholen, wo ich bezahlt habe. Der war nämlich zum Verkauf. Also ich weiß nicht, was ihr habt. So, volle Ausbeute. Ne, eigentlich würde noch mehr gehen, aber irgendwie müssen wir ja auch eine Folgeende haben. Und das haben wir nämlich jetzt. So, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Was das jetzt für ein Spiel, für eine Folge war, das war ja katastrophal. Und vor allem was für eine Länge. Ah, ja, das ist garantiert die schlechteste Bewertung, die einer haben kann. Heimlichkeit habe ich zwar 5. Okay. Ähm, ja. Diebesrating habe ich A. Das war auch wirklich das Schlechteste. So, wir nehmen noch Winnie For the an. next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Job angenommen. Ihr Toilette kaputt machen. Was? Ja, sollte ich eigentlich jetzt schon können. Ha. Beweglichkeit Stufe 2. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige gelernt. Hey, you know what else ain't So. broke? Is Greenview 104's windshield. Windschutzscheibe vom Auto, okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Na, der hat nicht gespeichert. Ja, wir schauen. Ah, Mann, ich mag's nicht, wenn man nicht einfach so speichern kann. Was haben wir denn da? Haben wir irgendwas, was gesucht wird? Nein, nein, garantiert nein. Antiquitäten, nein. Okay. Wir kaufen uns noch einen Ne, warte mal. So einer. Kaufen. Kletterhandschuhe. Ach du Fuck. Brauchen wir natürlich auch noch, weil sonst geht's ja nicht, ne? So. Okay. Dann fahren wir jetzt zum Junkie. Also zum Schrotthändler. Junkard. Und dann, wenn wir jetzt aussteigen, sollten wir eigentlich wieder speichern und das wäre auch das Ende der Folge. Wieso speichert er denn nicht? Leute. Ernsthaft? Naja. Ich sag Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dive Simulator mit eurem Drantubaki. Und vergesst nicht, Augen auf zu Hause und immer schön Tür zu. Es könnte sein, dass ich mal bei euch vorbeischaue. Nein, Quatsch. Tschüss!